ist das 40 Tage rum. Sagen Sie mir, was kann man in 40 Tagen im Network Marketing erreichen? Die meisten Fälle. Meistens noch wenig im Minus, oder? Weil Investition Zeit, Energie und Geld, oder? Da denke ich, ja, das ist dieser Punkt, wo kann ich jetzt im Mund drehen und kann ich ihm sagen, wissen Sie, lassen Sie diese Punkt Erklärung da, machen wir Folgendes. Sie geben mir ein paar Kundengute aus Ihrem Bestand, wenn Sie betreuen, ich verkaufe an den Immobilien, wickele das alles ab und das wird alles schön und gut und jeder verdient ein paar 10.000 Euro und dann ist das okay, oder? Nicht so viel Zeit, Energieaufwand und jeder weiß, was er zu tun hat und wir verdienen gutes Geld, oder? Ich denke, ja, das ist der Punkt. Sagt, können Sie mir zeigen, was ist das möglich und besser, was haben Sie verdient? Brauchen Sie mich nicht zu erzählen, dass jemand wohnt schon auf Mallorca, 10 Jahre Geschäft macht, verdient Millionen. Ich möchte sehen, was haben Sie erreicht in 40 Tagen, denke ich. Auf richtige Punkte. Er sagt, ja, so ganz genau erklären kann ich Ihnen noch nicht, aber ich kann Ihnen zeigen. Ich sage, das ist noch besser. Und dann macht er sein Backoffice, das mache ich später auch. Und er zeigt mir, und ich gucke vom 19. Februar ungefähr eine Woche, 10 Tage rückwirkend, und ich sehe, dass er bekommt pro Tag zwischen 400 und 600 Euro am Tag. Was meinen Sie, ist das Gute? Ja, am Tag, oder? Ist doch gut, oder? Also mal 30 kann ich sogar rechnen. Denke ich, okay, nach 1,5 Monate 12.000 bis 18.000 im Monat, das hat mich alle fasziniert. Ich sage, okay, ja schau, Sie sind als Steuerberater, vielleicht haben Sie investiert 3, 4, 500.000 Euro. Das ist das auch möglich, oder? Wenn er das so viel Geld investiert, oder? Ich sage, nee, Herr Felder, das war der ganze Einsatz, 215 Euro. Der ganze Einsatz. Ich habe gesagt, na, das kann ich mir auch leisten. Die 215 Euro, irgendwie kriege ich zusammen. Okay? Dann denke ich, okay, die 2 Zahlen, das war meine Aufgabe, hat er gesagt, und das ist die Einkünfte täglich. Ich sage, okay, Herr Schramm, Sie sagen, das ist ein Network Marketing. Ja, wie viele Leute haben Sie eingeladen? Sie können Sie anfangen, Sie werden 50. Ja, für Leute ist 50 auch nicht schlecht, oder? Ich denke, cool, ich bin die 5. Geil. Sag, wie viel haben Sie in Struktur? Ich muss im Internet nachschauen, das ändert sich ständig. Ich sage, okay, schauen Sie bitte nach. Und solange wer sucht, ich überlege mir, wenn er nach 40 Tagen hat 25 bis 30 Leute, ist schon gut, oder? In Struktur, für Network. Wenn er 80, 90 hat, sehr gut, oder? Er macht mir seine Computer auf, seine Dollar und zeigt, dass es in seiner Struktur 601 Personen in 40 Tagen. Aber bitte? Wow, das ist aber schon eine Zahl, oder? Diese Zahl sagt mir, dass das funktioniert oder vervielfältigt sich sehr schnell. Ja, ich habe ihn gefragt, kennen Sie alle? Er sagt nicht mal 5%. Er sagt, ich kenne nicht mal 30 Leute. Was sagt das für mich, diese Zahl? Das multipliziert sehr schnell, ohne seinen Einfluss, oder? Das ist doch Traum davon, oder? Das ist selber multipliziert, ja, und ich bin gezwungen, Geld zu bekommen. Oder? Vom Network. Was meinst du? Okay. Ab dem Zeitpunkt habe ich ihm gesagt, Herr Schramm, entschuldigen Sie mich, ich habe vorher nicht zugehört, jetzt bitte von vorne an, weil die Zahlen haben Sie mich überzeugt. Jetzt will ich genau wissen, um was geht's. Okay? Ab dem Zeitpunkt habe ich ganz anderes schon Aufmerksamkeit. Dann hat er mir erzählt, das gibt sogenannte Crowdfunding. Ja, ich habe circa 2 Wochen wahrscheinlich gelernt, aber ich glaube, ich kann immer noch nicht richtig aussprechen. Aber das ändert nicht daran, dass ich bekomme täglich Geld, ob ich das aussprechen kann oder nicht. Ja? Er hat mir über Crowdfunding erzählt. Was ist das? Die Crowdfunding von sich selber gibt es schon über 150 Jahre. Ja? Das ist schon eine alte Geschichte. Mit Internet wurde sehr, sehr, sehr intensiv aufmerksam von den Menschen aufgelegt. Okay? Und jetzt gibt es tausende Plattformen.
was diese Möglichkeit bietet. Die Crowdfundings gibt es 3 große Prinzipien, ja, oder 3 Formen. Erste Form auf Beteiligungsform. Das heißt, ich habe irgendwelche Projekte, zum Beispiel möchte ich irgendwo Kindergarten bauen, ja, und in diesem Kindergarten möchte ich dann Kindergeschäft auch machen. Ja. Da kann ich erste Möglichkeit, ich verkaufe von meinem Projekt anteilmäßig, das heißt, ich beteilige die Leute an meinem Projekt. Dann natürlich haben die auch Anteil von meinem Projekt, oder? Nehmen wir an, das kostet 1 Million. Da könnte sein, dass ich werde 100 Anlieger haben oder Beteiligte, die jeder mit 10.000 Euro gibt, oder? Aber dann jedem gehört auch irgendwelcher Anteil davon. Die zweite Möglichkeit gibt es auf Leihbasis. Das heißt, ich nehme Kredit bei diesen Leuten. Zwar, die haben keine Anteile, aber ich muss das Geld zurückzahlen mit den Zinsen. Stimmt, oder? Ja, könnte auch sein, dass es nur 100 Leute, je gibt mir 10.000. Da habe ich wieder meine Lohn. Und das dritte Möglichkeit ist das auf Spendebasis. Das heißt, ich bekomme Geld und muss nichts zurücknehmen. In dem Fall, meistens ist das 10.000 Anlieger, aber von jedem noch 100 Euro. Ergebnis ist das gleiche, oder? 1 Million. Was meinen Sie, welche, wenn Sie eine Crowdfunding selber unter eine Plattform machen, oder welche von diesen 3 gefällt Ihnen am besten? Spendenbasiert. Auf Spendebasis, oder? Wir werden genau über dieses System heute reden. Also, wir werden von diesen 3 nur über das Spendebasis. Das heißt, wir dürfen bekommen, ja, wir müssen nichts. Nichts zurückzahlen. Ist doch gut, oder? Gefällt Ihnen? Müssen wir aber ein bisschen dafür tun. Also, das ist die Crowdfunding. Und solche Plattformen gibt es in weltweit Millionen schon, oder zigtausende Plattformen, die bieten alle diese 3 Möglichkeiten. Bei jeder von diesen Crowdfunding-Plattformen, bei jeder, Sie müssen allein immer sorgen dafür, dass so viel wie möglich Menschen auf diese Plattform aufmerksam werden. Das heißt, Sie können tausende Mails schicken, ja, Sie können ein Plakat machen und durch die Hauptstraßen marschieren, dass so viel wie möglich Leute das wissen. Ja? Da sind Sie selber allein verantwortlich. Was hat mir hier ganz gut gefallen? Das hieß Crowdfunding-Plattform mit Network Marketing verbunden, ja? Mit Multilevel Marketing. Ja? Und was ist das Multilevel Marketing? Das ist ein Multiplikator. Ja? Das ist Leute partizipieren einander der anderen, und wenn das irgendwelche Einflussgeld gibt, der wird Level auf verschiedene Ebenen verteilt. Ist das so? Stimmt, oder? Vom Level Marketing Prinzip. Stimmt, ja? Das heißt, okay, das heißt, Multilevel Marketing ist das Multiplikator und Beschleunigungsmechanismus in dem Fall. Ja? Und da hat er mir gezeigt, dass es funktioniert, fabelhaft. Sehr gut. Okay, dann sage ich, okay, jetzt ab der Zeit erkläre ich über unsere Projekte. Wir haben mit meiner Frau ein Projekt, wir möchten ein Hotel kaufen. Ja? Dieses Hotel muss 3 Wochen arbeiten als regulärer Betrieb. Ja, ganz normal Gäste kommen, Geld bezahlen, ja? Hotel nutzen, und einmal in den Monat wir möchten Kinderausweise Häuser erhalten, dass die das Urlaub machen können. Ja? Weil erstens, für die ganze Geld können wir sowieso nicht verdienen, wir zahlen sowieso sehr viel Steuer, und wenn wir jetzt Ausgabe machen für die Kinder, weil es wird auf unsere Kosten Ausgabe, dann diese Ausgabe kann man sagen auf Kosten der Finanzamt. Bevor ich das an die Finanzamt viel Geld zahle, lieber mache ich Ausgabe, dann ist das, Kinder werden fast auf Kosten der Finanzamt Urlaub machen. Da haben wir auch was Schönes für die Welt getan. Okay? Gute Idee. Super. Können Sie vorstellen, für so ein Projekt einmal im Leben 215 Euro zu spenden? Ja? Können Sie das vorstellen? Gut. Frage, wenn Sie das Geld spenden, erwarten Sie was zurück? In den meisten Fällen nicht, oder? Das ist keine Spende mehr. Das ist das Spende, oder? Ja. Das heißt, alles, was Sie verlieren können, haben Sie bereits verloren.
Mehr gibt es nichts. Und wenn das jemand fragt mich, was ist, wenn ich Geld verliere? Ich sage, das ist nicht, wenn was ist, das ist Garantie. Ja, das Geld, was Sie Spende machen, ist das garantiert weg. Ist das verständlich? Das ist der erste Schritt. Von anderen Seite, was Sie bekommen können, das ist abhängig davon, wie Sie sich bewegen. Ja, im normalen Crowdfunding, wenn Sie ein Projekt machen und niemandem erzählen und auf Ihre Seite sperren, was nie und die Google gefunden wird, wie viel bekommen Sie Spende? Null. Oder? Und übrigens, viele sagen, ob das legal ist. Ich sage, was meinen Sie? Wenn das gibt bei IHK, weißt du, was das ist, IHK, ne? Industriehandelskammer, es gibt Ausbildung Crowdfunding Manager. Ja? Ich habe noch nie gesehen, ja, im IHK-Ausbildung, ja, zum Beispiel Drogenmanager. Weil ist das verboten, oder? Aber Crowdfunding Manager, das heißt was? Das heißt was? Klar. Das ist dann legal. Das ist absolut legal, oder? Wenn das gibt dafür Crowdfunding Manager im IHK-Ausbildung. Ja? Und das wird normalerweise nicht, dass wenn hier irgendwelche Berufe erfunden wird, sofort die Ausbildung bei IHK wird, oder? Das heißt, zuerst muss das einigermaßen Größe aufnehmen, bevor das diese Ausbildung überhaupt in die IHK-Liste kommt, oder? Das heißt, dass wir das über das nicht gehört haben, das heißt nicht, das ist schon nicht der ältere Mechanismus, oder? Und wenn Sie das anschauen, fast jede Bank macht das. Fast jeder Verein macht das. Ja? Noch alle Verbrecher. Okay? Das heißt, das ganze Geschäft besteht aus 3 Punkten. Erste, ich darf spenden 215. Weil ich mache das freiwillig, okay? Und mit gerne. Und wenn jemand will, Rückmeldung tun. Ich kann sagen, jeder wird das mir seine Mail schreibt, dann wenn das Kinder Urlaub machen, schicke ich ihnen das Foto. Dass wir das auch gute Gewissen haben, dass sie dabei beigetragen. Ja? Wenn sie aber nicht spenden, schicke ich ihnen trotzdem ein Mail. Dann wird das auf ihre Gewissen. Spaß. Okay? Gut, der erste Schritt, das Spenden. Und wir sind eine Spendegemeinschaft. Okay? Und wenn Sie das Spende gemacht haben, Sie kommen in unser System. Okay? In unser System. Und bei uns ist das Binarsystem. Jeder weiß, was das ist, Binarsystem, so ungefähr. Ich zeige 2 Leute, die müssen auch nur 2 Leute weiter zeigen und dann weitergehen. Ist das verständlich? 2 mal 2. Ich male das. Versuche, ne? Schauen Sie mal, wenn Sie das jemandem gespendet haben, Sie bekommen jetzt im System Ihren Platz. Okay? Das heißt, komplett fertige Backoffice. Wenn Sie überlegen, Sie möchten selber einmal irgendwo Crowdfunding anlegen und selbst das machen, dann müssen Sie wahrscheinlich nur für Programmierer 500 bis 1000 Euro rechnen, dass er überhaupt für Sie ein Internetzeit macht, oder? Und hier kriege ich das am Endeffekt nur für 15 Euro. Weil von diesen 15 Euro bekommt die Firma dafür, dass die das komplette Backoffice bereitstellt. Und 200 Euro geht in Projekten nach oben und wird das durch die vielen Projekte verteilt, manchmal bis zu 60 Projekte. Ja, wie das funktioniert, zeige ich ein bisschen später. Aber die erste Stelle, wir machen unsere erste Schritt, haben wir unsere Spende gemacht und bekommen wir komplette Backoffice. Ist das verständlich? Okay, zweite, wir müssen jetzt unsere Projekte rausstellen. Jeder muss seine Projekte rausstellen. Dafür müssen Sie an erster Stelle mindestens einen Raum haben. Hat jeder einen Raum? Gut, viele haben da mehrere, ja? Träume. Nimmt ein bisschen Zeit, ja, müssen Sie ein bisschen Zeit nehmen, ca. 4 Minuten. Ja? Also besteht aus 4 Schritten. Erster Schritt müssen Sie Namen geben, 2 Wörter normalerweise. Dann passende Foto hochladen. Ja? Dann Beschreibung ist das ca. 5 Sätze beschreiben. 5 Sätze, davon der erste Satz, hallo liebe Freunde, der letzte Satz, danke, dass Sie für mich gespendet haben und in die Mitte beschreiben, wozu sammeln Sie das Geld. Und 4. Schritt müssen Sie Zeit schreiben. Wie viel Geld brauchen Sie?
für Ihre Projekte. Ist das schwierig? Dann ist das schon zweiter Schritt weiter. Und das dritte Schritt, Sie müssen an 2 Leute diese Chance weiter zu erzählen. Ist das auch schwierig? Das machst du, das ist das ganze Geschäft. Meistens nicht. Ist schwer zu duplizieren? Nein. Der Rest ist jetzt nur mathematische Umrechnung, wie ist das im Network Marketing ganz normal, wie wird das später auf verschiedene Generationen verteilt. Und